Ja, das Thema ist Legacy, was man hinterlässt. Die ganz einfache und doch so wichtige Frage: Was hinterlässt du in deinem Leben? Welche Beziehungen werden positiv verändert durch dein Leben? Ich freue mich, gleich zu dir sprechen zu dürfen. Ich bin gespannt, du bist gespannt. Let's go. Hey, ich habe eine Predigt mitgebracht zum Thema Legacy, was man hinterlässt. Legacy, was man hinterlässt. Ja, das ist eine Frage, die wir uns alle irgendwann vielleicht stellen, wenn wir ein Testament schreiben, wenn wir merken, dass das Leben vielleicht irgendwann auch unser Leben zu Ende geht, dann fangen wir an vielleicht, und oft dann eben viel zu spät, uns die Frage zu fragen: Was hinterlasse ich eigentlich? Und ich glaube, viel wichtiger als die Frage, wie viel Geld du hinterlässt und wie viel Grundstücke du weiter vererbst, ist: Wen hinterlässt du wie? Wen hinterlässt du wie, wenn dein Leben hier auf der Erde vorbei ist und du weiterziehst in die wunderbare Ewigkeit mit Gott? Und ich glaube, diese Frage: Was hinterlasse ich mit meinem Leben und wen hinterlasse ich wie in meinem Leben? Verändere ich Beziehungen? Verändere ich etwas in meinem Umfeld? Wird die Gottesfurcht, die Michi gerade angesprochen hat, oder die Leidenschaft für das Reich Gottes, wird diese Furcht, diese Leidenschaft vergrößert durch mein Leben? Multipliziert sich etwas durch mein Leben oder etwa nicht? Und ich starte direkt mit einer steilen These. Denn dein Leben hat Einfluss, egal ob du das möchtest oder nicht. Dein Leben beeinflusst andere Menschen, egal ob du aktiv danach suchst oder denkst, passiv ist passiv. Ich glaube, passiv ist nicht wirklich passiv. Wenn wir nichts tun, tun wir auch etwas. Wir können in einem neutralen Land leben, aber es gibt nicht wirklich eine Neutralität im Reich Gottes. Wenn ich nichts tue, wenn ich einfach zuschaue, wenn ich nichts verändere, dann hat das immer noch einen Einfluss auf andere Menschen. Ja, man sagt ja manchmal so über gewisse Menschen, vielleicht in der Öffentlichkeit, das sind so lebende Legenden. Ja, so lebende Legenden. Ich weiß nicht, an wen du zuerst denkst, wenn du das Wort hörst. Vielleicht an Cristiano Ronaldo, ja, einen legendären Fußballspieler. Oder an Lionel Messi, um die anderen Fangemeinden wieder abzuholen. Ja, vielleicht sagst du, die lebende Legende des Sportes ist und bleibt Roger Federer. Natürlich, absolut richtig, liebe Schweizer. Ja, meine Kinder würden sagen, ihre lebende Legende der Kindheit ist Lightning McQueen von Cars. Ja, meine lebende Legende ist Scrat von Ice Age. Ja, wenn du mich nicht so gut kennst und mich schnell und kurz kennenlernen möchtest, schau den Film, denk an Scrat und du weißt, was ich für eine Persönlichkeit bin. Ja, immer ein bisschen zu viel Energie, immer unruhig, immer ein bisschen umtrieben. Dein Leben beeinflusst, ob du das möchtest oder nicht. Und die Dinge, die du tust in deinem Leben, sind verstärken. Also wenn ich ein Mensch bin, der gerne vergibt, der eine Kultur der Vergebung lebt, dann beeinflusst das andere Menschen. Und inspiriert sie vielleicht in ihren Beziehungen auch, jemand zu sein, der vergibt. Wenn ich in meiner Familie jemand bin, der ständig verbittert, die Arme verschränkt und sagt, ich vergebe nicht, das war falsch, was getan wurde, dann hat das einen Einfluss auf meine Familie, auf meine Verwandtschaft, auf die Zukunft meiner Kinder. Wir sehen hier hinten auf der Leinwand mal so eine kurze Inspiration, ja? Du beeinflusst Menschen. In der Familie, in der Ehe, in der Firma, in der Kirche. Und die Menschen, wie du sie beeinflusst, positiv oder negativ, hat Einfluss auf, wie sie Menschen prägen. Und wie sie wieder verändert wurden durch dein Leben, hat wieder einen Einfluss auf, wie diese Menschen mit anderen Menschen umgehen. Du merkst, dein Leben ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Er zieht Kreise, ob du das möchtest oder nicht. Und ich möchte heute 5 Prinzipien anschauen, für die ich in meinem Leben brenne, was es heißt, ein Leben zu leben, was wirklich einen positiven Einfluss hat auf deine Umgebung. Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist: Gib, was du schon hast. Gib, was du schon hast.
Wir leben im deutschsprachigen Raum in einer Gesellschaft, die extrem von Ausbildung und Titeln lebt. Ja, ich muss erst mein Studium beenden. Ich brauche erst meinen Master oder meinen Bachelor oder ich muss erst dieses oder jenes gelernt haben und dann, lieber Gott, dann stehe ich dir zur Verfügung. Kennst du das? Aber ich glaube, Gott schaut immer Ausschau nach Menschen, die jetzt sich zur Verfügung stellen. Mit dem, was sie jetzt haben, mit dem, was sie jetzt wissen, mit dem, was sie jetzt können. Ich liebe die Berufung von Mose. Mose, ein Hirte, 40 Jahre in den Bergen von Sinai, hat längstens mit seinem Leben in Ägypten abgeschlossen. Und Gott begegnet ihm und sagt, geh zurück nach Ägypten und hol mein Volk aus der Gefangenschaft. Und die Antwort, die Mose gibt, ist eine Antwort, die du ganz oft findest, wenn Menschen von Gott berufen werden. Mose sagt, wer bin ich, dass ich von dir gebraucht werden soll? Und die Reaktion macht nicht nur Mose, sondern viele andere Menschen in dem Moment, wo sie von Gott zu etwas Großem berufen werden. Die erste Reaktion ist, Gott, bist du sicher, dass du nicht einen anderen Mose suchst? Kann es sein, dass du dich verwählt hast, die falsche Nummer angerufen hast? Du meinst nicht wirklich mich, Gott. Und was sagt Gott zu Mose, als er diese Frage stellt? Er sagt, Mose, was hast du in deiner Hand? Und Mose schaut seine Hand an und sagt, ein Hirtenstab. Und Gott sagt, nimm diesen Stab und werf ihn auf den Boden. Und viele von euch kennen die Geschichte, aus diesem Hirtenstab wird eine Schlange. Und Gott sagt nochmal, ergreift diese Schlange und Mose gehorcht und es wird wieder ein Hirtenstab. Und Gott macht Mose klar, schau, ich brauche nicht dich, Mose, sondern du brauchst mich. In deiner Hand ist ein Hirtenstab einfach ein Hirtenstab. Aber in meiner Hand ist das, was du kannst, das, was du weißt, das, was du schon bist, fähig, etwas Übernatürliches zu bewegen. Der Hirtenstab in der Hand von Mose ist einfach ein Holzstock, mit dem man Schafe nach links und rechts dirigieren kann. Aber ein Hirtenstab in der Hand Gottes, der sich gebrauchen lässt, kann übernatürliche Wunder tun. Und wir sehen dieses Prinzip quer durch die ganze Bibel, dass Menschen, die von Gott berufen werden, von Gott gebraucht werden, Menschen sind, die nicht darauf warten, bis sie irgendwann fertig sind, irgendwann gut genug sind, sondern sagen, Gott, gebrauche mich jetzt, in dieser Situation, in dem, was ich jetzt kann, in meinem jetzigen Lebensabschnitt, stelle ich mich mit dem, was ich habe und kann, zur Verfügung. Und schau, vielleicht sagst du, Andi, ich habe keine Möglichkeiten. Vielleicht bist du sogar krank und bist zu Hause und kannst momentan nichts anderes tun als beten. Dann möchte ich dir zusprechen, wenn du Gebet hast, hast du alles. Wenn du Gebet hast, hast du alles. Der Gründer George Müller, ein Missionar und Begründer von Waisenhäusern im Norden von England, kümmerte sich um die Not von diesen vielen Teenagern ohne Eltern. Und er baute ein Waisenhaus nach dem anderen. Und er hatte einen Challenge, den Gott ihm mitgegeben hat. Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass du aktiv und nach Spenden fragst. Gott sagt, gründe eine spendenfinanzierte Organisation. Wir nennen das NGO, aber du darfst nicht nach Spenden fragen. Humor Gottes. Und George Müller hält sich dran sein Leben lang. Und immer wieder erlebt er, wie Menschen berufen werden, seine Lagerräume zu füllen mit allem, was diese Kinder brauchen. Aber an einem Abend sind alle Lagerbestände leer. George Müller weiß, wenn ich morgen früh aufstehe, muss ich diesen Kindern zum ersten Mal sagen, wir haben nichts mehr zu essen. Am nächsten Morgen sitzen diese hungrigen Teenager an ihren Tischen. Viele von euch kennen die Geschichte. George Müller kommt rein und er sagt diesen Kindern, bitte dankt wie jeden anderen Morgen jetzt für das Essen an den Tischen. Die Kinder gucken auf den Tisch und denken, aber sie gehorchen. Und sie danken Gott für das Essen. Und als sie Amen gesagt hat, klopft es an der Tür. Ein Bäcker steht vor der Tür und sagt, Gott hat mich heute Nacht geweckt und gesagt, ich soll heute für dieses Waisenhaus backen. Hier ist das Brot. Und während sie anfangen, das Brot zu verteilen, klopft es wieder an der Tür. Und ein Milchlieferant steht vor der Tür und sagt, ich hatte eine Panne mit meiner Kutsche und bevor diese Milch schlecht wird, habe ich sie hier hingetragen.
könnt ihr Milch gebrauchen. Selbst wenn du nichts anderes mehr hast außer Gebet, hast du immer noch alles. Das Zweite, wie du ein Leben leben kannst, was von Gott gebraucht wird und einen positiven Einfluss hat auf deine Mitmenschen, ist, lass dich unterbrechen. Lass dich unterbrechen. Ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist, der gerne seinen Tag plant, vielleicht sogar sein Jahr plant, vielleicht sogar die nächste Stunde plant, vielleicht ist dein Kalender perfekt durchterminiert, du hast genau aufgeteilt, wann du was in deinem Haushalt reinigst, wann du was in der Arbeit erledigst. Aber wenn wir die Wunder von Jesus anschauen, dann sehen wir einen Rhythmus. Fast alle diese Wunder, die Jesus getan hat, setzten voraus, dass er sich unterbrechen ließ. Dass er nicht an seinem Plan einfach stumpf durchgezogen hat, sondern trotz der Müdigkeit, trotz vielleicht einem Plan von A nach B zu gehen, sich unterbrechen zu lassen, um für einen kurzen Moment, für eine Person ganz da sein zu können. Wir sehen das bei der Heilung von Bartimäus, der wortwörtlich geschrien hat nach diesem Namen Jesus. Und er war eigentlich nach einem langen Tag unterwegs, raus aus der Stadt. Aber von der Ferne hört er diesen Mann seinen Namen rufen. Und Jesus sagt, wer ist es? Und es heißt dort wortwörtlich in Markus 10, Vers 29, Jesus blieb stehen. Jesus blieb stehen, hörte seinen Namen und sagt, ruf diesen Mann her. Und das siehst du bei der Heilung der blutflüssigen Frau. Du siehst es bei der Frau am Brunnen. Du siehst es bei ganz vielen anderen Geschichten. Jesus war bereit, seine Pläne unterbrechen zu lassen für das Handeln Gottes. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen in ein Prinzip, was ich glaube, viele von uns noch nicht genug verinnerlicht haben. Ich inklusive. Wir lesen in Epheser 2, Vers 10 folgenden. Denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich liebe diesen Vers. Was Gott hier sagt, was Paulus hier sagt, ist, Gott hat eigentlich für jeden Tag deines Lebens gute Werke vorbereitet. Aber es ist an dir und an mir, diese von Gott vorbereiteten guten Momente zu ergreifen, auszuführen. Was braucht es dafür, dass wir uns vom Wirken des Heiligen Geistes unterbrechen lassen? Vielleicht für einen kurzen Moment. Und ich möchte euch eine zweite Bibelstelle mitnehmen, wo Jesus uns so ein bisschen hineinschauen lässt in seine innere Welt, wie er mit seinem himmlischen Vater kooperiert. Johannes 5, Vers 19. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ich glaube, das ist ganz praktisch, was Jesus hier beschreibt. Kann es sein, dass Jesus sagt, ich gehe durch den Alltag, ich bin ein Mensch wie du und ich, aber vor meinem inneren Auge kommen so kleine Ideen auf. Ich sehe meinen Vater etwas tun. Ich sehe kurz vor meinem inneren Auge, der Mann da hinten auf dem Baum. Gehe auf ihn zu und frage ihn, wer er ist. Und aus dem wird eine spannende Geschichte namens Zachäus. Jesus sieht vor seinem inneren Auge eine kurze Handlung und weiß, das ist das Reden des Vaters. Und kann es sein, dass der Heilige Geist genau das tut in unserem Alltag? So kurze Handlungsideen, so kurze Kopfkino-Momente, wo wir denken, das ist unsere Fantasie, wo wir anfangen zu argumentieren, ja, aber bringt's das überhaupt? Und ist das überhaupt gut, dass ich dem Obdachlosen Geld gebe? Was weiß, ob ihm das überhaupt... All diese Argumente, und ich habe ja noch meinen Zeitplan und ich muss ja noch dahin und als Schweizer darf ich ja nicht zu spät kommen. Und kann es sein, dass der Heilige Geist nach Menschen Ausschau hält, die sich unterbrechen lassen? Und dass, wenn wir den Mut haben, das zu tun, dass wir viel mehr göttliche Wundermomente in unserem Alltag erleben würden. Ich möchte euch kurz mitnehmen in eine Geschichte. Vor genau 3 Jahren und 7 Tagen
war ich zwischen den 2 Gottesdiensten auf dem Weg zur Toilette, beziehungsweise von der Toilette zurück in den Gottesdienstraum. Zweite Celebration hat schon angefangen. Ich laufe durchs Foyer, ich sehe einen Mann, etwa 30 Jahre alt, und etwas von meinem inneren Auge sagt, geh auf diesen Mann zu. Alles andere in mir sagt, nein, ich habe keine Zeit, ich muss zurück in den Gottesdienst, ich will pünktlich sein, ich muss in der ersten Reihe sein, ich habe ganz viele andere Dinge getan. Wir haben ein Welcome-Team. Kennst du die Argumentation mit dem Heiligen Geist? Aber der Heilige Geist blieb bei seiner Meinung. Und ich drehte um und ich habe diesen Mann angesprochen. Er hieß Dennis. Er kam frisch aus den USA zurück auf der Suche nach einer Kirche. Während ich kurz mit ihm rede, sehe ich von meinem inneren Gesicht ein Mann aus unserer Kirche, er heißt Stefan, und ich denke, irgendwie sollte ich die beiden Menschen zusammenbringen. Kurzer göttlicher Gedanke. Ich schreibe danach dem Stefan und sage, ich habe da einen Mann kennengelernt, ich weiß, du bist nicht hobbylos, ich weiß, du hast 3 Kinder, ich weiß, du machst schon ganz viel in der Kirche, aber wärst du bereit, einmal mit diesem Mann zu telefonieren? Aus dieser Bereitschaft, einmal mit diesem Mann zu telefonieren, wurde eine ganz starke Männerfreundschaft zwischen Dennis und Stefan. Und diesen Sonntag kam Dennis auf mich zu und sagte, Andi, vor 3 Jahren, weißt du noch? Und ich, was war vor 3 Jahren? Ich weiß es nicht, nein. Vor 3 Jahren hast du uns zusammengebracht. Und jetzt kommt der Punkt. Der Dennis ist jetzt in der Jugendarbeit und segnet so meine Kinder. Verstehst du, von einem kurzen Moment sich unterbrechen zu lassen, entstehen göttliche Freundschaften, entsteht Multiplikation, und zum Schluss ist dieser Mann in unser Taufbecken gestiegen, seine Freundin in unser Taufbecken gestiegen, und er ist jetzt ein Segen für meine Kinder. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, es wird sich immer für dich lohnen. Mein 3. Punkt, wenn wir klatschen, klatschen wir richtig, come on. Mein 3. Punkt ist, und der ist unglaublich attraktiv, diene. Diene wie Jesus. Ich glaube, das Reich Gottes lebt von dienenden Herzen. Von Menschen, die nicht zuerst empfangen wollen, sondern erst geben wollen. Immer im Vertrauen, dass Gott den segnet, der gibt. Ich möchte euch eine weitere Geschichte teilen. Als wir vor 7 bzw. 8 Jahren nach Hamburg gezogen sind, um eine Kirche zu starten, der ein oder andere erinnerte sich, wir standen hier auf der Bühne, ihr habt uns ausgesandt, ihr habt uns die Hände aufgelegt. Und eine der ersten Dinge, die wir getan haben in Hamburg, war, wir haben eine Worship Night organisiert mit Leo, mit der Band hier von Zürich. Und ich habe über Social Media geschrieben, wir suchen helfende Hände, die bereit sind, die Technik aufzubauen, die Autos auszuladen, wenn die Band von Zürich kommt. Es haben sich 3 Männer gemeldet, Jonas, Julian und Christopher. Und die 3 Männer haben diesen Tag mitgeholfen, wir haben die Cases aufgebaut, wir haben zum Schluss wieder mit eingepackt, haben der Band Tschüss gesagt. Und ein bisschen später sind wir nach Deutschland gezogen, mit einem Lastwagen, 10 Stunden ab in den Norden. Und wieder habe ich über Social Media geschrieben, ich suche helfende Hände, die bereit sind, unseren Lastwagen auszuladen und unsere Wohnung zu beziehen. Und die gleichen 3 Männer kamen wieder, Jonas, Julian und Christopher. Und so fingen wir an, unsere Kirche zu starten. Und ich habe Chris gesagt, Chris, kannst du mir helfen bei Finanzen? Er hat gesagt, wenn dir das dient, mache ich das gerne. Ich habe zu Julian gesagt, Julian, du bist gut mit der Gitarre, kannst du meiner Frau helfen, Worship-Arbeit aufzubauen? Julian hat gesagt, ich bin hier, um zu dienen. Ich habe Jonas gesagt, der gesagt hat, er möchte mal Pastor werden. Jonas, ich brauche einen Logistikleiter, der am Morgen früh aufmacht, die Stühle stellt und alles sauber macht, was vom Club, wo wir drin waren, nicht sauber war, morgens um 4 und so weiter und so fort. Und Jonas hat gesagt, ich tue, was auch immer es zu tun gibt. 7 Jahre später sind diese 3 Männer alle Pastoren. Chris ist jetzt unser Standortpastor von unserem 2. Standort in Lübeck. Julian ist ein Pastor in einer Kirche in Kempten. Jonas ist jetzt der Standortleiter von ICF Villingen-Schwenningen, gemeinsam mit seiner Frau. Verstehst du, Gott segnet Menschen, die bereit sind zu dienen. Und jetzt kommt mein größtes Herzensanliegen. Multipliziere dich in die nächste Generation. Multipliziere das, was du gelernt hast, das, was du von Gott empfangen hast,
Das, was du trainieren durftest über die Jahre, deine Leidenschaft für den Glauben, vielleicht auch die Leidenschaft für dein Talent, für deine Fähigkeiten, eine Firma zu leiten, eine Familie großzuziehen. Multipliziere das, was Gott dir gegeben hat, in die nächste Generation. Und mit nächste Generation meine ich gar nicht nur Menschen, die jünger sind oder Jugendliche sind, sondern nächste Generation kann auch bedeuten, jemand, der an einem Punkt steht im Glauben, wo du vor 3-4 Jahren standest. Multiplikation kann bedeuten, oder nächste Generation kann bedeuten, dass du vor 3 Jahren angefangen hast mitzuarbeiten und jetzt an den Punkt kommst, wo du sagst, ich lade andere Menschen ein, in mein Team zu kommen. Multiplikation in die nächste Generation kann bedeuten, dass du in der Firma Ausschau hältst nach Menschen, die Gott dir aufs Herz legt, wo du sagst, ich möchte das, was Gott mir anvertraut hat, alles, was ich gelernt habe, die Werte, den Glauben, die Fähigkeiten, ich möchte das gezielt im Sinne eines Mentors weitergeben an Menschen, die vielleicht an einem Punkt stehen, wo ich von ein paar Jahren stand. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, die wir in dieser Kirche, in der ICF-Bewegung über alles lieben. Die steht in 2. Timotheus 2, Vers 2. Das ist extra, damit du dir die Stelle gut merken kannst. Du musst dir nur eine Zahl merken. 2. Timotheus 2, Vers 2. Seid ihr ready? Da schreibt der Paulus an seinen Zögling Folgendes. Gib die Botschaft, lieber Timotheus, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lernen. Wir nennen das in dieser Kirche auch das Timo-Prinzip oder das Timotheus-Prinzip. Was sagt Paulus hier ganz praktisch? Ich glaube, er spricht von 4 Generationen von Leiterschaft. Wir haben Paulus bereits hier. Schön, dass ihr nach 2000 Jahren nochmal den Weg hierhin gefunden habt. Gut schaut ihr aus. Hallo Paulus. Hallo Timotheus. Paulus sagt Folgendes. Lieber Timotheus, ich habe dich mitgenommen auf Missionsreisen. Du hast mit mir erlebt, wie ich Menschen zu Jesus führen darf. Du hast mit mir erlebt, wie wir Dämonen ausgetrieben haben. Du hast mit mir erlebt, wie wir Menschen Heilung beten durften. Du hast mit mir erlebt, wie man Kirche baut, im Guten und auch in den schwierigen Momenten. Lieber Timotheus, alles, was ich dir anvertraut habe, das habe ich nicht nur dir gegeben. Das ist nicht, damit du einfach der große Rockstar der Kirchenlandschaft wirst, lieber Timotheus. Ich habe dir das weitergegeben im Vertrauen darauf, dass du Ausschau hältst nach zuverlässigen und vertrauenswürdigen Menschen. Mit einem offenen Herzen, mit einem Herzen des Dienens, mit einer Bereitschaft, sich unterbrechen zu lassen, mit einer Bereitschaft, sich so gebrauchen zu lassen, wie sie jetzt sind, mit dem, was sie jetzt können, mit dem, was sie jetzt wissen. Und Paulus sagt, ich habe mein Herzblut in dich investiert, um es zu multiplizieren in Menschen, Achtung, die genauso sind, wie du es bist, die wieder bereit sind, das Wissen, das Können, alles, was wir gelernt haben, nicht für sich zu behalten, sondern es weiterzugeben an die nächste Generation. Also du siehst hier 4 Generationen von Leiterschaft. Und das kannst du anwenden, egal ob für Kirche oder für deine Firma oder für deine Familie. Du sagst, ich habe Kinder. Und diese Kinder werden irgendwann Kinder haben. Und diese Kinder werden irgendwann Kinder haben. Und ich sage Ja zu dieser Dynamik der Multiplikation. Und deswegen nehme ich Gottesfurcht ernst in meinem Leben. Deswegen nehme ich Kirchenbau ernst in meinem Leben. Deswegen nehme ich die Werte des Reiches Gottes ernst in meinem Leben und lebe sie im Wissen und im Vertrauen, dass durch das multiplikative Kraft entsteht. Und wenn jetzt der eine oder andere noch nicht verstanden hat, wie funktioniert das wirklich mit der Multiplikation, habe ich jetzt eine abschließende Geschichte mitgebracht. Ich habe letzten Herbst eine neue Small Group gestartet. Mit Männern aus meiner Kirche, die in Leiterschaft stehen, vielleicht auch so Timotheus-Menschen. Und ich habe gesagt, ich will mich ganzheitlich investieren. Und deswegen habe ich eine Small Group gestartet mit diesen Leuten. Alle von denen leiten irgendwas bei uns in der Kirche oder sind angestellt. Und einer der ersten Abende waren wir bei Willi zu Hause. Und wir waren alle aufgeregt, weil wir wussten, Willi hat viele Fähigkeiten. Aber eine, für die war er förmlich berühmt in der Kirche. Und das waren Smashed Burger.
Ich weiß nicht, ob du schon von diesem unglaublichen Trend gehört hast. Ein Burger, der gesmashed wird, zusammengedrückt. Ganz was Neues. Und wir waren aufgeregt. Und an diesem Abend wussten wir, Willi wird seine legendären Smashed Burger machen. Und wir standen um den Grill und er erklärte uns die Zutaten. Er erklärte uns die Reihenfolge. Er erklärte uns, was nach was kommt. Und wir schauten genau hin. Wir haben gesagt, Willi, Meister, wir wollen von dir lernen. Wir wollen so werden wie du. Lehre uns deine guten Werke. Lehre uns, wie man Smashed Burger macht. Ja, und wir haben geschaut, wie Willi wendet, ob nach links oder nach rechts, wie er seine Hüfte bewegt und so weiter und so fort. Wir haben gefragt, welches Gas das ist. Propangas, alles klar. Propangas, ganz was Besonderes und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wenig später saßen wir alle an einem Tisch und wir schmeckten Willis Smashed Burger. Diesen Wohlgeruch, diese Wonne, dieses Leben. Und wir alle waren uns einig, das dürfen wir nicht für uns behalten. Was uns hier anvertraut wurde, braucht unser Land. Und so ging ich nach Hause. Wenige Tage später war ich dran mit Kochen. Meine Frau war beruflich am Abend unterwegs. Und mir fiel ein, Willis Smash Burger. Es ist der Moment, liebe Freunde. Und so nahm ich meine Kinder. Wir fuhren in den Supermarkt. Wir kauften alle Zutaten. Wir gingen in die Küche. Und was wir jetzt gemacht haben, war Folgendes. Ich habe bestimmt 3-mal Willi angerufen. Sag, Willi, wie war das nochmal? Nach wie vielen Sekunden muss ich wenden? Kommen erst die Zwiebeln oder erst das Fleisch? Welche Pfanne ist die richtige? Wir wollten alles gut machen. Und Willi war demütig genug zu sagen, Andi, ich bin nicht wirklich Paulus in dieser Geschichte. Da gibt es einen Mann aus den USA. Irgendwo auf TikTok. Auf einem Street Market. Und von dem habe ich gelernt, er ist der Paulus der Smash Burger. Und so sandte er mir die TikTok-Videos und mein Sohn Milo und ich haben die immer wieder zurückgespult, nochmal genau geschaut. Die haben uns versucht, dann alles zu halten, was unser Meister uns gelehrt hat. Und so saßen wir wenige später am Esstisch, meine 2 Kinder und ich, und wir bissen in diesen Smash Burger von Willi und die erste Multiplikation. Verstehst du? Es geht weiter. Wieder eine Woche später, ich sitze am Flughafen, wir waren unterwegs, meine Frau und ich, meine Kinder durften ein paar Tage alleine den Hund hüten. Und plötzlich kriege ich eine Nachricht, die mich so glücklich macht. Von meinem Sohn, er sitzt hier vorne, er sagt, Papa, ich habe gerade meine Freunde eingeladen und ich habe für die Willis Smashed Burger gekocht. Und die nächste Multiplikation ereignete sich. Und es ist so eine einfache Geschichte. Aber genauso einfach wäre es, ein Leben zu leben, was etwas Positives hinterlässt. Wenn wir Ja sagen zu dieser Dynamik, dass alles, was ich tue, multipliziert sich in die nächste Generation. Was ich stärke, wird gestärkt. Was ich schwäche, wird schwächer werden. Und jetzt kommt der letzte Haken in dieser Geschichte. Ein paar Tage später war ich die Küche am Machen und ich hatte die Pfanne in der Hand, nicht irgendeine Pfanne, sondern eine Schweizer Pfanne, die meine Mutter mir geschenkt hatte. Und ich entdeckte in dieser Pfanne so 2, 3 deutliche Gebrauchsspuren, an die ich mich davor nicht erinnern konnte. Und so stand kurz danach mein Sohn in der Küche und ich habe gesagt, Milo, jetzt so ein paar Spuren in der Pfanne. Kann es sein, dass du irgendwie mit einem Metallschaber da reingegangen bist? Und er sagte sofort, Papa, Ehrenwort, auf keinen Fall. Du hast mir das schon 100-mal erklärt, nur mit Plastik oder Holz. Ich weiß das. Und irgendwann mitten in der Argumentation sagte er plötzlich, oh. Und er ging zur Spüle und da war dieser Metallschwamm. Kennst du den? Und er sagte, Papa, ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Und er wollte sich gerade entschuldigen, dann kam wirklich so ein Feuer von Gott auf mich in dem Moment, weil es so tief war. Und ich habe gesagt, Milo, hör sofort auf, dich zu entschuldigen. Fehler sind erwünscht. Fehler sind erwünscht.
Wenn du lernen willst, mit Gott im Alltag zu leben, wenn du lernen willst, deine gottgegebenen Fähigkeiten für seine Sache zu praktizieren, wenn du lernen willst, ein besserer Vater, eine bessere Mutter, eine bessere Oma, ein besserer Opa zu sein, wenn du lernen willst, Jesus nachzufolgen, sind Fehler vorprogrammiert. Und nicht nur das, sie sind die Treppenstufen, auf denen du lernst. Und deswegen, wenn wir Menschen nachziehen in Jüngerschaft, wenn wir Menschen nachziehen in die Kirche, wenn wir Menschen nachziehen in der Firma, dann müssen wir Ja sagen zu Fehlern. Und manchmal sind wir so gemein in der Kirche. Manchmal sind wir so gemein. Manchmal könnte ich uns alle auf den Mond schießen, mich inklusive. Weil so oft, wenn es darum geht, neue Leute in die Kirche reinzunehmen, vielleicht in Leiterschaft zu nehmen, vielleicht in Mitarbeiter reinzunehmen, dann sind wir so hart und sagen, ja, das muss die Person erst noch lernen und das muss die Person noch lernen und hier ist sie noch unreif und hier stimmt die Motivation noch nicht 100%. Wir vergessen, wo wir selber herkommen. Wir vergessen, dass wir einen Gott haben, der auch Ja zu mir gesagt hat, obwohl ich noch nicht perfekt bin. Wir vergessen, dass Gott immer noch Ja sagt zu mir, obwohl ich immer noch nicht perfekt bin. Und darf ich uns einladen, heute Ja zu sagen zu einem Lebensstil, der sagt, ich drehe mich nicht einfach um mich selbst. Ich drehe mich nicht einfach um mein Erbe im Sinne von Finanzen. Ich drehe mich nicht einfach darum, was ich aus meinem Leben rausholen kann, sondern darf ich uns einladen, ein Leben zu leben, was sagt, lieber multipliziere ich mich in ein paar wenige Beziehungen mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Lehre diesen Mensch, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und vertraue darauf, dass durch Multiplikation mein Leben vielleicht mehr Einfluss hat, als manch einer, der jetzt gerade den Applaus dieser Welt genießt. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun, viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.